Also bei Anlässen, die die ganze Diözese betreffen, zum Beispiel bei den Liturgien im Dom zu Klagenfurt, da verwende ich immer beide Sprachen, immer auch kleine Teile in der slowenischen Sprache, und ich bin sehr froh, dass ich eigentlich nie Widerstand spüre. Es ist angekommen, dass Slowenisch die zweite Landessprache ist, zumindest bei den Menschen, die in die Kirche kommen.